Einen wunderschönen guten Morgen, Reisefreunde. Neuer Tag, neues Glück und wir sind zurück in Norwegen. Wir haben gestern Abend unsere weitere Route geplant und eins steht fest, wir fahren nicht auf die Lofoten. Ja, diesen Entscheid, den haben wir gestern gefällt. Obwohl wir hier in der Nähe von Narvik sind, werden wir nicht auf die Lofoten fahren, sondern auf die Insel Senja. Die wurde uns von euch und von ganz vielen Mitreisenden empfohlen und wo es danach hingeht, das könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken. Ich sage es jetzt auch, es geht ans Nordkap. Wir fahren dahin, wir wollen sehen, wie es aussieht und irgendwie gehört es doch auch zu unserem Europa-Projekt dazu. Darum haben wir diesen Entscheid gefällt. Ich hoffe, ihr seid genauso glücklich wie wir mit diesem Entscheid und wir freuen uns jetzt riesig, weiter durch dieses wunderschöne Land zu reisen. Schon die Einreise gestern von Schweden nach Norwegen war ein absolutes Highlight und ihr seht es im Hintergrund, hier haben wir gestern geschlafen und hier hat Steffi gestern Delfine gesehen. Wir haben hier eine Familie Delfine gesehen, 2 Erwachsene mit einem Jungen, die hier am Jagen waren. Einmaliges Feeling und genau das Feeling, das möchten wir jetzt mitnehmen, weiter durch Norwegen. Schön seid ihr mit dabei, los geht's! Was machst du? Ich schaue den Delfinen zu. Ja, da sind sie wieder, 2 Stück. Sieht auch wieder nach einem größeren und einem kleineren Tier aus. Sie sind hier gerade einfach so im Fjord. Vielleicht kriegst du die sogar rein mit der Kamera. Ist nicht lange gegangen heute, hä? Nein? Schauen wir mal. I should have locked the gates. I should have thrown away the key. And I'll be fine with this. Solche Momente liebe ich einfach. Delfine oder allgemein auch Wale so beobachten zu können vom Land aus. Es ist einfach gigantisch schön. Das war jetzt richtiges Glück. Ja. Weiter geht's. 'Cause I've been under your spell. I flush it out to sea. And hope someday I can repel. Even if we wake the dead, you're causing all the troubles buried in my head. What was I supposed to do? Was barely standing when you fell into my arms again. You fell into my arms. Been through all this before. One with a silver spoon and crown. You see it all. Wir sind angekommen, wir sind auf Senja und wir haben auch schon ein bisschen was darüber gelesen. Und zwar ist Senja die zweitgrößte Insel von Norwegen und sie liegt auf dem 69. Breitengrad. Wir sind also vom Polarkreis schon ganze 3 Breitengrad Richtung Norden gekommen. Klar, wir sind jetzt auch relativ weit Richtung Westen gefahren. Was wir bis jetzt schon gesehen haben, war einfach nur fantastisch und gigantisch. Berge, wirklich türkisfarbenes Wasser. Wir haben teilweise schon ein bisschen weiße Sandstrände gesehen. Jetzt sind wir im Nordwesten der Insel. Hier startet der Scenic Drive. Es gibt insgesamt 18 Scenic Routes durch Norwegen, die besonders schön sein sollen. Und wir machen jetzt diesen einen hier von Senja. Und ja, ich denke, ihr kommt einfach mit. Und die Attribute von Senja, das sind ja noch so ein bisschen unterschiedlich, oder? Wenn man auf die Insel fährt, ist es eher niedrig und wenn man weiterfährt, ist es hoch, oder? Genau, es wird so ein bisschen gesagt, Senja sei das Miniatur Norwegen sozusagen. Weil im Süden Richtung Festland, da ist es eher flach, da gibt es dann eher zum Beispiel Felder mit Kartoffeln drauf, das haben wir tatsächlich auch gesehen. Und eher flaches Wiesenland, also da ist es relativ gut, auch um Landwirtschaft zu betreiben. Und im krassen Gegensatz dann hier die Nordküste, wo wirklich Felsen und Berge in die Höhe schießen und dann eben dieses türkisfarbene Meer. Das ist, ja, ich glaube, das kann man schon so zusammenfassen. Nur schon das, was wir bis jetzt gesehen haben, dass Senja das kleine Mini-Norwegen sozusagen ist.
das war's von Hamn Senja und ja, wir fahren weiter. Es gibt verschiedene Highlights auf diesem Scenic Drive und eins davon ist definitiv diese Aussichtsplattform hier. Wir sind in Bergboten und naja, ich glaube, wir lassen die Bilder sprechen. Wir sind jetzt hier eine Sackgasse bis zum Ende entlang gefahren. Da vorne steht auch noch so ein kleiner Leuchtturm und es wird irgendwas mit Slot, also Schloss genannt. Wir schreiben es mal unten hin. Ein weißer Sandstrand, ein türkisfarbenes Meer. Man würde nicht glauben, wir seien in Norwegen, aber wenn man dann weg vom Meer und nach hinten schaut und es gehen einfach nur die Berge steil hinauf, dann weiß man doch, man ist eben genau in diesem speziellen Teil von Norwegen angelangt, wo türkisblaues Meer die Berge trifft. Und hier sieht man auch, warum dieser Strand weiß ist. Das sind alles kleine Korallen, hier noch am Stück. Hier kann man das sehen. Und die werden vom Meer so fein zermalmt, dass es danach halt einen Sandstrand gibt. Das war der erste weiße Sandstrand in Norwegen. Ich denke, das war auch nicht der letzte. Wir machen uns jetzt langsam auf Nachtlagersuche. Wir haben da schon eine Idee, aber ob wir da noch Platz finden, mal schauen. Ja, war ganz schön schön. Der Weg hier nach hinten, der ist ein bisschen anspruchsvoll. Ich zeige euch jetzt noch einen Teil davon und dann sehen wir uns danach wieder. Und die letzte Attraktion für heute, bevor es zum Schlafplatz geht, haben wir jetzt mal, ich würde mal sagen, das Highlight von heute noch gefunden. Wirklich ein absolut gigantisches Panorama, geile Lichtstimmung, einfach perfekt. Ich schaue, dass ich nachher noch die Drohne steigen lassen kann. Sonst kann man das gar nicht einfangen, wie krass das hier aussieht. Und es hat eigentlich sehr wenige Touristen, kann man so sagen, oder? Wenige Touristen hat es hier. Also ich weiß nicht, wie das auf den Lofoten aussieht, aber hier wirklich wenig los, aber wunderschön. Ihr könnt ja mal drunter schreiben, Lofoten, sehen die etwa gleich aus oder nicht? Schreibt mal unten in die Kommentare, würde uns natürlich interessieren. Wir stapfen jetzt noch ein bisschen nach hinten, der Akku meiner Kamera ist fast leer, darum machen wir jetzt Schluss. Wir melden uns dann vom Schlafplatz wieder, wenn wir einen gefunden haben.
Ja, irgendwie hat es sich die Beschreibung dieses Platzes ein bisschen romantischer angehört, als es jetzt ist. Aber so ist es jetzt nun mal. Wir haben einen Platz gefunden, wir stehen hier und hier hat es eine goldene Toilette und die wollte ich schon mal noch ausprobieren. Warum denn eine goldene Toilette? Weiß ich nicht. Aber die war so teuer, oder? Ja, die war über 380.000 Euro umgerechnet irgendwas. Und ich weiß nicht wieso. Da ist sie. Da ist die goldene Toilette. Und weil jetzt die Sonne schon ein bisschen runterkommt und das Abendlicht, sofern das halt hier möglich ist, scheint die jetzt golden. Und unser Nachbar von gestern, schau mal. Unser Nachbar von gestern. Ja. So trifft man sich wieder. So, es hat wieder mal alles hier, oder wohl wieder mal mit so vielen Leuten zusammen sind. Absolut krass. Vom Zelt über den Tesla bis zum amerikanischen Schulbus, einem Hostel auf Rädern. Wir kümmern uns jetzt mal ums Abendessen, haben hier auch noch ganz liebe Zuschauer getroffen und hoffen, dass wir mit denen noch ein bisschen zusammensitzen können. Die Sonne sollten wir diese Nacht auch eigentlich komplett sehen können, ja, hoffen wir mal. Leider ein Auto, wir müssen ein paar Schritte. Und ja, also hier ist echt was los, Absolut, also das trifft es. Aber ich glaube, für eine Nacht machen wir den ganzen Spaß jetzt auch mal mit. Das machen wir jetzt mal mit und dann wieder ab in die Natur. Ja, wir sehen uns dann mit dem Abendessen wieder. Bevor der Akku der Kamera jetzt ganz den Geist aufgibt, zeigen wir euch noch kurz, was es heute zum Abendessen gibt. Wir machen, glaube ich, das erste Picknick unserer Reise, weil ich nicht so Picknick-Fan bin und lieber an einem Tisch esse, aber das ist ein anderes Thema. Ist ja jetzt auch schön, wir essen direkt am Strand mit unserem Feuerdesign-Grill. Das Allergeilste ist, dass uns unsere YouTube-Zuschauer frisch gefangenen Fisch gebracht haben. Wir sind ja bis jetzt nicht so erfolgreich, haben es aber auch noch nicht so viel ausprobiert. Wir kriegen ja danach noch eine Angellektion. Ja, ja, ist ein bisschen peinlich, aber ist so. Aber seht mal an, wie geil, dass wir es heute Abend wieder haben. Wir melden uns dann vielleicht zum Essen nochmal und sonst später, wenn wir den Akku getauscht haben. Aber ich würde sagen, passt so.